er ist richtig hat gemeint, er ist der Beste. Ich habe ihn einfach nur gelachen. Und dann hat er gesagt, ist alles okay? Dann habe ich gesagt, ja. Muss jetzt nicht sein. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin einmal mehr unterwegs in meiner Heimatstadt Basel, aber heute mit einem ganz speziellen Thema, mit einem sexuellen Thema, aber leider keinem schönen. Mal schauen, was euch hier erwartet. Viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt für das. Wie heisst ihr? Von wo sind ihr? Ich bin Erion, bin Albaner und Peruaner. Ich heiße Leandro, ich bin von Portugal. Ich bin Kurde, habe kein Land. Yeah. Man merkt es bei vielen Leuten, die haben gesagt, ja, jetzt wo man wieder in die Bars kann, jetzt wo man wieder neue Leute kennenlernen kann, möchten die sich so richtig sexuell austoben. Ist das bei euch auch so? Ja, würde ich auch nicht Nein sagen. Wie sieht es jetzt momentan aus? Also es stehen hier 3 Frauen, die dich filmen. Ja, weiß ich nicht. Wenn einer von denen Zeit hat, immer gerne. Aber was ist denn schon passiert? Weil sie hat gerade gesagt, pack aus, das heisst, ist schon mal etwas passiert? Ich will auf gewisse Frauen vielleicht heute nicht antreffen, also, die ich vielleicht schon so kenne. Es tönt, als wärst du im Thema One-Night-Stand mit grosser Erfahrung gesegnet. Stimmt das oder täuscht der Eindruck? Stimmt jetzt schon, oder? Also ich bin mal an einer Party und habe so einen Typ kennengelernt. Ich weiß nicht, ich habe glaube zu viel getrunken oder so. Und am nächsten Morgen ich bin bei dem daheim aufgewacht. Also ich weiß nicht mehr, was da war. Ich weiß nur noch, ich bin bei dem daheim aufgewacht. Das heisst, du hast keinen Plan, was in der Nacht passiert ist? Nein, ehrlich nicht, wirklich gar nicht. So etwas ist euch noch nie passiert? Nein. Also mir selber noch nicht. Nicht. Kollegen schon. Die sind mal bei einem Typ aufgewacht und haben nicht gewusst... Nein. Die sind bei sich daheim aufgewacht, aber mit Menschen, die sie nicht gewusst haben, wer das ist und wo die sind. Also sie hat halt fest und dass es sich lohnt so und keine Ahnung. Ja, ich bin nicht so der Typ für das gesehen. Und wie sieht es bei dir aus? Deine Kollegen und Kolleginnen, die sind eher vernünftig oder... Die sind glaube ich alle sehr, sehr vernünftig, bis auf eine. Darf ich sie grüßen? Hallo Lea! Die Unvernünftige ist gegrüßt worden. Hallo Lea! Das Fenster war offen und sie ist extrem laut gesehen. Und ja, und dann ist es halt ein bisschen peinlich, aber ich dann die Eltern, als ich runtergegangen bin und die Eltern getroffen habe, sind sie ein bisschen schockiert gesehen. Und ja. Denkst du auch ein bisschen an Geschlechtskrankheiten? Verhütest du? Wie gehst du mit diesem Risiko um? Also ich habe 3 Monatsspritze. Das ist so ein Verhütungsmittel. Ich habe eigentlich nicht wirklich Angst vor Geschlechtskrankheiten oder so, weil ich kann das mit dieser 3 Monatsspritze nicht bekommen. Also ich muss auch nicht mit einem Kondom oder so verhüten. Das ist eigentlich für alles. Also ich kann keine Geschlechtskrankheiten oder so bekommen, gar nicht. Sagt euch denn das Stichwort HPV etwas? Nee. Irgendeine Geschlechtskrankheit? Damit hast du den Jackpot geknackt, wie bislang jetzt keiner gewusst. Es heisst humanes Papillomavirus. Es sind etwa 150 verschiedene Virentypen und mit den meisten wird das Immunsystem fertig. Aber es gibt tatsächlich solche, du steckst die an, nachher schlummern sie in dir für 30 Jahre zum Teil und plötzlich hast du Gebärmutterhalskrebs oder Peniswarze oder auch Krebs am Hodensack. Also wirklich nichts Angenehmes. Ich glaube, der Kollege dort hat das vielleicht. Wieso? Schaust du dann auf den Penis oder was? Nein, so ein paar Mädchen haben gesagt, dafür schickt News und so. Was denkt ihr, wie viel Prozent von der sexuell aktiven Bevölkerung in der Schweiz trägt solche Viren in sich? Ich sage 12. Ich glaube schon ein bisschen mehr. Ich glaube so 40. Etwa 25%. Ich sag 5%. Oh, 80%. Das stimmt. Oha, es stimmt. Ja. 80%. Das heisst 4 von 5 Leuten. Man kann sich gegen die humane Papillomaviren impfen lassen. Man kann nicht die töten, die schon in einem sind, aber man kann immerhin sagen, man steckt sich nicht mit neuen an und man kann dafür sorgen, dass die in einem sind, mit weniger hoher Wahrscheinlichkeit Krebs verursachen. Wie sieht es aus? Weckt das bei dir Impfbereitschaft oder eher nicht so? Nein, gar nicht. Ich bin nicht so impfwillig. Ja. Ich habe einfach enorm Angst vor diesen Spritzen. Das passt mir nicht. Also. Ja, mal schauen, ich bin eigentlich gegen Impfungen. Okay. Ja. Warum? Ja, ich vertraue das eigentlich nicht ganz. Vertraust du nicht ganz? Nein. Du würdest ja gar nicht impfen lassen? Ja, eigentlich nicht. Nein. Nein. Würdest du nicht? Nein. Aus welchem Grund nicht? Ich lasse mich allgemein nicht gerne gegen irgendetwas impfen. Okay. Also ich habe zwar Gebärmutterhalskrebsimpfung gemacht, aber jetzt auch Corona und so, was das anbelangt, ich lasse mich nicht gerne impfen. Ich glaube nicht immer alles 100%. Auch nicht, wenn es von einem Arzt kommt? Oder eine Ärztin, Entschuldigung, es könnte ja auch weibliche Ärzte, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung und ja,
Ich würde einfach zuerst abklären, ob bei mir Risiken vorhanden sind und dann würde ich mich impfen lassen, wenn es dann Sinn macht. Würde ich schon in Betracht ziehen. Ja, ich auch. Denke ich auch. Wenn du jetzt mit jemandem Sex hättest, wäre es zumindest für dich wichtig, dass die Person sich geimpft hat, sodass sie dich mit wenig hoher Wahrscheinlichkeit ansteckt? Nein, also spielt mir keine Rolle. Also muss nicht unbedingt sein. Das heisst, du würdest es lieber in Kauf nehmen? Also ich meine, das klingt jetzt so blöd, aber ich möchte dich halt einfach besser verstehen. Das heisst, du nimmst es lieber in Kauf, dass halt mit ein bisschen grösserer Wahrscheinlichkeit vielleicht Gebärmutterhalskrebs passieren könnte? Ja, also es ist schon nicht das, was ich mir wünsche, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es so wird sein. Wenn du jetzt zum Beispiel Sex hast mit einer Frau, wo vielleicht schon mit vielen Männern geschlafen hat, wäre es dir denn wichtig, dass die Frau geimpft ist gegen HPV, dass du dich nicht von ihr kannst anstecken? Ja, das schon. Das wäre dir? Ja. Lieber bleibe ich Jungfrau, Mann. Also die anderen sollen sich lieber impfen, aber du selber bist noch nicht ganz davon überzeugt? Nein. Okay. Es gibt viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch gar nie Sex hatten und die sich vielleicht ein bisschen gestresst fühlen, dass sie performen müssen, dass sie etwas Gutes bringen müssen. Was würdest du diesen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf den Weg mitgeben? Ja, ich glaube, dass man sich einen Partner sucht, der es stimmt und sich wohlfühlt. Verhüten. Verhüten. Verhüten und nicht nervös sein. Immer sprechen mit der Partnerin. Gut, ich habe mein erstes Mal auch noch nicht gehabt, ganz ehrlich gesagt. Also was nimmst denn du für dich auf den Weg mit? Also einfach verhüten, ganz einfach. Also immer geschützt sein. Und ja. Nicht gerade beim ersten Mal Vater werden? Genau, ja. Sagen wir so. Wie sieht es bei dir aus? Also ich finde auf jeden Fall offen sein, ehrlich sein zueinander, reden und sich Zeit lassen, Stress nicht. Ein Mann mit der Erfahrung. Ich würde einfach eine Person suchen, die halt Erfahrung vielleicht schon hat. Ja, einfach keinen Druck aufbauen, sich Zeit lassen, einfach, wenn es kommt, dann kommt es und ja, wenn du parat bist oder wenn du nicht parat bist, ist auch okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und mache euch darauf aufmerksam. Es ist ja so, dass wenn man sich gegen HPV impfen lässt, bevor man 26 ist, zahlt es einem die Krankenkasse. Aus dem bestimmten Grund, du bist geimpft, kostet es hinterher wie weniger, weil du kriegst halt die Krankheit mit grösserer Wahrscheinlichkeit nicht. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega freuen über einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich habe in der Videobeschreibung noch ein paar Links verpackt für die sich näher und weiter informieren wollen. Einfach gerade unten drauf drücken und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!